Willkommen zurück in der unglaublichen Welt der Pokémon! Ja, wenn du meinst, bei einem guten Angeln kommt das alles aus der Hüfte. Echt jetzt? Und ich dachte, das wäre nur bei den Frauen so. Aber gut, wieder mal was gelernt. Ach ja, Freunde und noch viel zu tun hier. Also vor allem vor der Liga halt noch, war die TM-Rückkehr noch für Blackie plus ein bisschen Beerenpflanzen, also vor allem halt Eva-Beeren und seltener Beeren. Dann ab zur Liga, sprich Siegerstraße und so, und nach der Liga geht es noch mit dem nach der Story weiter, will noch nicht zu viel darüber verraten. Und 3 neue Pokémon, mindestens 3 neue Pokémon für das neue Team, plus danach noch das, ja, sag ich es trotzdem mal, das Kampfresort. Gibt es halt auch noch, kann man bereits aus XY und so, und ja, wie gesagt, es gibt dann noch einiges zu tun und dann am Schluss halt vor allem die Online-Kämpfe. Also am Schluss, vielleicht auch schon vorher, aber dann natürlich am Ende des Let's Plays, wenn wir alles gemacht haben, wir auch den Wechsel zu Alpha Saphir gemacht haben, wegen vollen Pokédex und so. Das wird dann schon noch heftig. Himmelhieb! Was war, ich mache das jetzt mal, ich habe es bei Alpha Saphir nicht gemacht. Aber ganz ehrlich, gut, ein 90 Turmkick macht das gleiche. Das Problem ist aber, wenn ich bei Turmkick zum Beispiel halt durch, sagen wir jetzt mal, irgendwie einen Schutzschild und Scanner ja auch nicht treffe, was durchaus sein kann, dann ist natürlich der Rückschlag enorm groß. Deswegen, das Ding, wir können es mal testen, wenn es halt ein Fehl ist und Turmkick besser wäre, kann ich immer noch wieder die Attacke neu lernen lassen. Unerlernt Himmelhieb. Gute Körperhaltung. Danke. Ja, alles nach der Liga. So, ich hoffe, ihr seht im Auskurs auch nicht mehr im Bild. Das war irgendwie, ja, von ein paar Parts, war das aus irgendeinem seltsamen Grund, war das noch so. Jetzt aber zum Glück nicht mehr. Das Schicksal eines jeden Anglers. Das ist ja schön für dich und interessiert mich überhaupt nicht. Ein Landtour und kein Erdbeben da drauf, wa? Ja doch. Mit Ruhe, Mann. Ich weiß eigentlich so wie sie. Egal. Es macht ja Spaß, trotz allem. Eine Megastufe brauchen wir gar nicht mehr. Das ist ja auch so fies. Mal ein ganz kurzes Level Up hier mit Blecken. Nach Switch mal wieder zu einem anderen unserer Team-Pokémon. Vor allem mal Logok, weil ich meine, klar, der kann es hier nicht gut trainieren, aber das erste Pokémon sollte schon ein bisschen stärker sein. So, wiederum, hier gibt es natürlich viel zu tauchen. Aber das dann ein anderes Mal. Ja, ich weiß, er vertröstet euch ganz schön bei vielen Dingen natürlich. Muss aber irgendwie sein, weil sonst hätten wir wirklich nach der Liga eigentlich nur noch, ja, hat ein bisschen das mit der Story zu tun und so, hätten sonst nichts mehr. Also vielleicht schon ein bisschen doof, wenn alles bereits ausgekundschaftet ist und so und, ja, ist leider so. Natürlich viel geil, wenn es plötzlich nach der Liga halt eine neue Region und so zu entdecken gäbe. Gut, es gibt ja schon natürlich 1, 2 neue Orte, aber im Grunde genommen ist halt die gleiche Welt und deswegen haben die natürlich ein bisschen besser aufs ganze Let's Play aufteilen. Kokiri auch schon so stark, dazu mir also gerade egal. Ein Minitalis wird für Blackies nächstes Level Up sorgen. Wenn es weitergeht, wird er garantiert noch Level 60 vor der Liga. Also 50, sehr gut, sehr gut. Ja, wir kommen doch schon langsam sicher voran. Das war's, außen vorbei. Ja, shit happens, kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Ist leider so. Ist so. Schutz-Item, ja gerne. Haben wir hinten eigentlich noch so alles. Da ist noch so eine, okay. Da unten schwimmt da noch einer entlang. Ja, ja, es gibt noch einiges zu tun und vor allem zu bekämpfen. Nee, falsch. Mal Atomic war. Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Hey du, lass uns schnell ein Kämpfen wagen. Ja, aber ganz schnell. Denn unser Terminkalender ist schon ziemlich voll. Apropos Terminkalender, was bereits mal ankündigen kann und nächsten Tage auch eintreffen wird. Und zwar so ab dem 27. Februar herum gibt es ja dann bereits ein neues Let's Play Projekt. Und zwar kehrt Dragon Ball mit Xenoverse endlich zurück auf den Kanal. Das heißt, es sind bereits 4 aktuell laufende Projekte und wieder mal, wir es halt so machen, dass in diesem Fall halt 2 Projekte sich einen Sendeplatz teilen werden. Sprich, was haben wir angesparte Energie? Schaut der Tag aus? Nö. Das heißt, dass sich 2 Projekte halt den Sendeplatz teilen, sprich sich täglich abwechseln werden. Das werden halt Pokémon und Hyrule Warriors sein, aus dem Grund, weil die bereits im längsten laufen und deswegen sich halt künftig dann, also sprich also ab Ende Februar, Anfang März halt, den Sendeplatz um 17 Uhr teilen. Und ich will die Liga eigentlich noch vorher abschließen, wenn man ehrlich sein soll. Das wäre gerade auch ein bisschen cool und so, ein bisschen Pause drin. Also Pause halt von 1-2 Tagen halt, aber wäre halt, ja, wäre eigentlich schon nice, sondern so irgendwie einen optischen Effekt erzielen könnte. Optischen, seitlich optischen, na egal. Warum so eilig, wenn wir Sachen nicht lieber ruhig und gelassen angehen? Ja, im Sinne von probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Klingt cool, aber nee. Geht leider nicht. Hibiskus. Tschüss, Mann. Hat immer noch auf die letzte Fehlattacke von Gardevoir. Müsste eigentlich noch einer lernen. Wann kommt denn die endlich? Lernen die erst etwa um Level 60 rum oder was? Ja, aber es gibt noch eine Fehlattacke, die noch stärker ist als Zauberschein. Ich glaube, Mondgewalt heißt die und ja, die wäre schon noch geil. Wenn wir die integrieren könnten. Also irgendwie schon fies, weil ich die ganze Zeit hier treibe. Corazon! Son! Ja, jetzt sollte ich mal ein bisschen. Überlebt's! Also ich sehe da rechts oben keinen Balken mehr. Der hat doch gar keine KP mehr. Aber scheinbar schon. Und das ist ein Grafikfehler. Könnte theoretisch auch sein. Was ist die Christiane? Oder beim gerade verlesen heißt Christine? So, kommt der noch dran? Das ist mein erster Triathlon, ich bin schon ganz hibbelig und nervös. Tja. Muss er nicht gut trainieren, das reicht doch eigentlich schon. Ein Seemonster, den nicht wirklich. Dafür ist es zu klein und zu schwach. Oh, so eine Command-Base-Leistung. Tja, dann halt immer schon weiter trainieren. So, wir kommen langsam näher unserer gewünschten Route. Ich glaube, hier oben gibt es keine mehr. Nö, das war die hier. Gut. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr. Ja, ich merke es natürlich auch. Und wieder. Das war elegant. Und total unnötig. Ja, toll. Ups. Gar nicht gesehen. Ein schwermütiges Herz in den tosenden, wogenden Wellen des tiefblauen Meeres. Oh Mann, was ist denn mit der... Okay, bei dem Namen hätte ich auch Depression. Senta. Ja, Sentis würde begreifen, aber Senta... Ein bisschen Zauberschein darf immer sein. Ich bin, glaube ich, ein Ton weniger. Ja.
Man kann's nicht allen recht machen. Golking, Golking. Du bist jetzt ein Chowking, Chowking. Du bist ein Doofking, Doofking. Ja. Es reicht langsam aber auch, Mann. Du, du, du. Und immer noch nicht die Mondgewalt. Verflixen zu. Wann kommt denn die endlich? Oder heißt der Tag anders? Ich weiß doch nicht. Aber gerade Valenti doch garantiert noch. Bin ja schon so. Ja, er sagt nichts. Sagt lieber nichts. Okay, Tomic ist damit auch cool. Gucken vielleicht noch ein bisschen, war. Aber erstmal unser flottes kleines Logok. Ich habe am Strand am Mittagsschläfe gemacht, aber irgendwann muss er sich weggespielt haben. Ah, ihn weggespielt haben, so rum. Ja. Wie ich schon sagte, werden wir Paar zu Paar mit den doofsten Namen der Welt neu überrascht. Triathlet Trautmann. Ganz ehrlich, würden mich meine Eltern Trautmann nennen. Ich würde mich, glaub, so schnell es geht, wenn du verstehst, was ich meine. Das gibt's doch nicht. Du kannst keinen Typen Trautmann nennen. Das Nachname, ja, aber dann das Vorname. Hallo? Der Himmel hebt, der sieht cool aus. Wasser, Gift. Macht er mir wohl großen Damage? Ich hoffe nicht. Die Reime, hey. Und ohne dass ich es will, war klar. Kampf gegen Gift. Das bringt nicht viel, das war mir irgendwie schon klar. Immerhin ist es noch ausgereicht. Und der Chaos steigt weiter empor. Blub, 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 blub. Ja. Dann blubber mal ein bisschen weiter. So, die haben wir. Wir sind bald auf der nächsten Route. Sehr schön. Servus. Oh, ich habe nicht damit gerechnet, mit dem Meer auf einen anderen Trainer zu treffen. Wir sollen kämpfen, wenn es nicht auch. Ja, was auch sonst. Die Wettbewerbe gibt es ja auch noch. Oh, da habe ich gar keinen Fall vergessen, Freunde. Die Wettbewerbe. Und die ganze Königsklasse und so. Ja, da liegt noch einiges zu tun. Wasser und ich, kein Problem, würde ich sagen. Und nochmal ein Himmelhieb. Haut aber trotzdem ganz gut rein. Der Dieter. Das ist ein unglaublich starkes Kind, Mann. Oh Mann, hey, wieso bist du eigentlich im Studio von DSDS? Naja. Auch ein Dieter braucht ab und zu ein bisschen Pause. Ach ja, Freunde, hier hinten kommen wir nach einem Ort hin, den ich noch nicht zeigen darf. Also natürlich schon, aber wir kommen nicht weit. Das ist dann erst nach der Liga interessant. Was sind Männer bloß in Bikini so toll? Die schauen mich alle an. Also wenn du das nicht weißt, dann würde ich vorschlagen, liebe Renate, besorgt einen anderen Bikini. Und zwar einen, der ein bisschen mehr verdeckt. Obwohl, vielleicht ist ja einer, der zu viel verdeckt und deswegen die Männer so sie so anstarren. Aber in der Regel ist es eigentlich eher, wenn man halt zu wenig oder zu figurbetont sich bekleidet. Um es mal höflich zu formulieren. So, Blackie kommt auch nach. Das ist doch schön. Du musst mir überlegen. Im Bikini ist aber nicht. Man hat atemberaubende Schönheit. Ja. Könnte durchaus sein. Wer, oder vielleicht auch einfach nur deine Geilheit.
Das weiß man ja auch nie. Servus. Mehr und noch mehr. So war das Auge reicht nur Wasser. Ja. Noch mehr. Haha. Oh Mann, der war aber ziemlich dumm. Der Benno! Woher kenne ich jetzt den Namen Benno schon wieder? Das war doch irgendwie mal eine Serie, die früher, in der Regel früh morgens, oder glaube ich sogar irgendwie abends später mal noch, auf RTL ausgestrahlt wurde, wo man RTL noch gucken konnte. Also um es mal so zu formulieren. Muss auch schon ein paar Jahre her sein. Ist ja schon etwa 10 Jahre. Die Campers, glaube ich, hießen sie so. Da wollte, glaube ich, der Benno erst in 2 Staffel zukam, weiß auch nicht mehr so genau, schon so lange her. Aber war coole Sendung. Genauso cool wie die Steinkante. Um Garados zu finishen. Ja, generell, früher gab es immer so viele geile Serien, auch vor allem Trickserien und so, Comic-Serien halt, nicht wahr? Ja, sprich halt Cartoons, liegt ja das Amerika. Heutzutage, weiß noch gut, mal ganz ehrlich. Vielleicht da so Serien wie Max Steel oder auch Ben 10 und so, dass man noch irgendwie doch Dinge, wo du sagen kannst, auch heutzutage noch, doch, kann man durchaus so bringen. Aber der Rest, ganz ehrlich, kannst du alles in die Tonne kneten. Ich habe früher doch wirklich echt viel die geileren Sendungen, vor allem die ganzen Cartoons, wie gesagt, so DuckTales, Chip und Chap. Oder die Teenage Mutant Ninja oder Hero Turtles. Ja, das waren schon Zeiten. Wenn wir da schon mal beim Thema sind, kommen wir relativ selten dazu, welcher ist überhaupt euer Lieblingscartoon? Also nicht Anime natürlich, sondern wirklich nur Cartoon. Also Erklärung noch für die es gerade nicht wissen. Cartoons sind halt diejenigen Zeichentrickserien aus Amerika und Animes sind eigentlich auch Zeichentrickserien, aber halt aus Japan und in der Regel eher fürs ältere Publikum zugedacht. Nicht immer, es gibt durchaus Unterschiede. Aber in der Regel ist dann doch eher der Fall. Ich merke gerade, das ist ein Feentyp noch, habt ihr mal keine richtige Attacke drauf? Ja, der geht auch. Mein Lieblingscartoon, wirklich selbst cartoonmäßig. Oh, schwer zu sagen, Leute, ganz schwer zu sagen. Hat echt viele. Ich hab doch Teenage Mutant Ninja Turtles und DuckTales kann ich glaube immer gucken. Auch heutzutage noch, auch wenn ich schon nicht mehr ganz im Cartoon-Alter bin, aber das würde ich auch heute noch reinziehen. Kein Problem. Na, dass der Anime-Ecke, sind wir halt auch schon bei dem Thema war. Was wär's denn dort noch? Lieblings-Anime? Ja, Dragon Ball. Also so Ursprungs-Dragon Ball, nicht Z oder GT. Und zwar Dragon Ball eigentlich erst so ab der Red Ribbon Saga, weil vorher war es ein bisschen so kindlich, nachher ging es eigentlich, da wurde Son Goku auch ein bisschen erwachsen und so. Und ja, das fand ich eigentlich ganz nice. Ne, war jetzt hier nicht mehr. Wir sind endlich in Floßbrunn, ja, leck mich oh, hey. Das hat mal gedauert, hey. Servus! Gesteineisen, Stahlverkörpern, sagst du, verstecken sich in Höhlen von Augen der Menschen. Und man als Kind erzählt. Ja, also nehmen die 3 Legis, also sprich, also Legendär-Pokémon halt, die 3 Golems, Regice, Reggie Rock und Reggie Steel. Wenn wir alle nach der Liga noch fangen. 6 Punkte öffnen 3 Türen. Sagt immer, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Oh, das ist ein ganz wichtiger Hinweis für Reggie Giga, so, richtig formuliert. Sprich von dem 4., der Boss von allen 3 ist. 6 Punkte öffnen 3 Türen. Ich sage 3 Türen. Hä? Ja, kommen wir auch noch später dazu, weil irgendwie ist es so, dass man für Reggie Gigas eigentlich auch 4 Hinweise bräuchte. Aber man halt in jedem Spiel nur einen Hinweis bekommt. Sprich, man muss sich halt mit anderen austauschen, mit anderen Spielern, über Street Pass und so, mit denen noch kommunizieren und dann dürfte man eigentlich alle Hinweise bekommen, damit man weiß, wie man Reggie Gigas beschwören kann. Also sowieso nur mit den 3 Golems geht, also sprich, wir brauchen sowieso erst die 3. Er wurde hier geboren. Hey, das ist noch ein Megastein. Hey, Freunde, kannst du fast in den letzten 2 Parts alle ohne Mega-Entwicklung. Das ist der unglaublich. Keine Sorge, die kommen alle noch dran. Vor allem in der Liga, wenn wir da richtig schön Mega-Evolution. Das war das falsche Item. Das Kangama nicht. Kangama. Cool.
Kann man durchaus so machen. Dazu Merel. Tja, Freunde, Pause ist bereits wieder vorbei. Es geht so schnell immer, es ist einfach nicht zu fassen. Wir werden trotzdem Flussboot noch abschließen. Beeren werden wir halt doch erst nächstes Mal machen, wa? Dann zeigen sie den Pokémon über Höhen fliegen sehen. Das nochmal ausruhen. Das hat auch mit nach der Liga zu tun. Und die Schleuder. Cool. Aus einer Region, doch sehr auch gehofft und ich mich angestrengt habe, ich war einfach nicht talentiert genug. Im Hinterkopf blieb dieser Traum immer bestehen, doch immer man sich versieht und auf einmal 50 und hab Frauen und Kinder. Das ist wohl scheiße, Mann. Okay. Pädagogisch sehr wertvoll. Ja, oh Mann, hey, war der hinter... Nee, der war doch hier unten irgendwo. Der Typ mit der Rückkehr. Er seht schon, Flussboot ist nicht so groß. Links geht es vor allem zu dem Ort, wo wir nachher die 3 Golems finden. Unter anderem halt noch ein paar andere Dinge noch. Und Trainer. Die wichtige Person des Pokémon Fanclubs bin ich. Von hier bin sein Bruder. Und ein Pokémon, das mag offensichtlich sehr. Übrigens, Freunde, wenn ihr hier mit einem Pokémon hinkommt, das auch gar nicht mag, sprich ein Happiness-Wert etwa um 1 herum ist, oder sogar noch. Nee, ich glaube etwa 50 und noch tiefer, oder? Ja, wenn es sich nicht mag, steigt die Stärke von Frustration. Dann kriegt ihr von ihm nicht Rückkehr, sondern halt Frustration, aber ja, müsste eigentlich wirklich ein legendäres Pokémon frisch fangen oder sonst ein Pokémon, das beim Fangen einen niedrigen Wert hat und es dann noch mit Vitalkraut und so runterstuft, bis er wirklich fast schon hasst. Dann kriegst du halt Frustration. Ich kann also vorgetrieben wird. Ja, also wie gesagt, die hier vom Westen her. Die Strömung ist ziemlich übel. Das ist ein Pokédex, hast du viele verschiedene Pokémon getroffen? Ich wollte wer wie du. Das wollen alle. Nö. Dann trennen wir so Pokémon tauschen. Blubella, Corazon dafür geben. Nö. Lohnt sich nicht ganz selber. Ein Corazon kann es viel einfacher fangen. Als dir da erstmal ein Blubella trainieren zu müssen, sprich erstmal Dufler zu fangen, Sonnenstein zu geben, das ist ein bisschen mühseliger. Von diese wundersamen Orte, wie ich dort hingekommen bin, oh, das ist nicht mehr so schön. Der Psycho-Shark, die wundersamen Orte werden sowieso täglich, also sprich vor allem die Islands, die Wunderinseln, genau. Die kann man zwar durch Street Pass und so mit anderen tauschen, haben die zwar erhöhen die Orte, aber trotzdem... Kommt in der Regel ja täglich nur ein Ort. Okay, Freunde, wir sind ja fertig im Schlusspunkt. Jetzt auch noch zum Bärenfeld. Doch, ja, Part ist halt schon vorbei. Bärenpflanz dauert ein bisschen. Ne, ich mach's jetzt. Beim nächsten Mal will ich echt Richtung Liga begeben und sonst kann ich den Zeitplan nicht mehr einhalten. Verflixen zugenäht. Das war, glaube ich, hier Route. Aber welche Route war es denn schon wieder? Ich glaube, es war... Das ist doch die Route hier. 123. Das war doch der Ort. Denn schon sind wir fort. Ja, ist richtig geil. Also ist man hier hin, weil der Bärenmeister hat ja immer täglich 2 Beeren für euch, die relativ selten sind. Also immer täglich hier hingehen und euch mal ein paar hübsche Beeren mitgeben lassen. Das kann nie schaden. So. Ja, und jetzt wie gesagt zum Schluss noch Beeren züchten. Ein paar wird zwar ein bisschen länger dadurch, aber spielt keine Rolle. Für die, die keine Bock mehr drauf haben, können gerne abschalten hier und sich im nächsten Part freuen, wenn wir uns zur Liga begeben. So. Also sind ja relativ 4 Felder, war. Mit 6 Beeren, das heißt... 25, das heißt, ich mache pro Beere, wenn ich 6 habe, 4 Beeren, war. Pflanze ich jetzt hier. So kommt hier erstmal die Karpe-Beere hin, genau die. Also, wie gesagt, 4 Stück davon. Pflanze eine Beere ein, das tue ich schon. Und dann kommen die nächsten Beeren dran. So, das war die 4. Jetzt kommt die 5. Das wird dann eine Setang-Beere sein für den Angriff. Du hast eine gepflanzt. Ja, ja, denn ich bin der Pflanzenmeister. Nein, nicht ganz. So.
Jetzt noch bewässern. Wie gesagt, das muss man, glaube ich, bei diesen Beeren hier alle 3 Stunden machen. Also natürlich müssen ihr, könnt das nicht einfach so lassen und am nächsten Tag wieder kommen. Aber es sind halt trotzdem irgendwie, glaube ich, nur pro Busch etwa 4 bis 5 neue Beeren da. Und wenn man halt die regelmäßig gießt, also sprich alle 3 Stunden, glaube ich, etwa, wo es dann plötzlich heißt, ja, Boden ist trocken und so, bitte gieß mich. Und in diesem Sinne, dann geht es halt, oder gibt es halt deutlich mehr Beeren, glaube pro Busch, irgendwie sogar bis zu 20. Wenn man halt irgendwie da 4 gepflanzt, oder sogar 6, dann hat man locker mal 100 Beeren von der gleichen Sorte. Und das ist doch geil, Mann. Das kann man... Ja, hab's gerade auch gesehen. Links unten noch ein Megastein. So, dann machen wir hier weiter. Verteidigungsbeeren. Wenn vor allem halt Nachliegen noch für Logok. Kokiri. Chaos und Atomic brauchen, genau. Das sind ja die, die noch nicht Eva trainiert haben und deswegen werden die noch zurückgesetzt werden und neu verteilt. Das reicht auch schon. Geil, Mann, so was haben wir hier noch Schönes? Das Rex Blizzanit. Ich glaube, der kommt auch erst nachdem wir halt Proto Groden hier besiegt haben, erscheint dieser Megastein erst. Ja, bestimmt, die kommen echt erst später. Moment. Jetzt auch gemerkt, war? Und du hast das ganze Quatsch plötzlich zu viele Seetangbeeren gepflanzt. Würde bloß 4 pro Stück haben. Was haben wir von den Seetanks direkt 6 gepflanzt? Ich bin so ein Trottelmann. Ja, kommt nicht davon, wenn man quatscht und kommentiert gleichzeitig und so. Also spielt natürlich zockt und kommentiert gleichzeitig. Dann passiert das noch relativ schnell. Ja, war zumindest elegant. Elegant blöd vor allem. Ja, Mensch, Michael, hey. Du brauchst dringend Ferien. Stimmt, vor allem den Hals langsam. Ich bin nämlich schon also fast ein Jahr nicht mehr krank gewesen. Sprich halt krank im Sinne, dass man einen Tag gefehlt hätte und nicht aufnehmen kann, was auch immer. Das sprich im Sinne halt wirklich von ganz im Bett liegen, nicht arbeiten gehen und so. Hat über einem Jahr nicht mehr, was für mich eigentlich relativ selten ist, aber sonst eigentlich immer relativ schnell etwas. Und die aktuelle Grippewelle, die schlägt ja auch um sich. Hat überall was angehustet und angespuckt auch noch, alles mögliche sind sowieso alle Leute schlecht drauf. Wollte ich am liebsten bespucken. Ja, das ist leider so. Gut, dann mache ich jetzt hier noch 3 Beeren hin. Weil sonst kriegen nicht mehr alle hin. Waren das als die 4 ganz großen Beerenfelder hier oben? Wo man wirklich perfekt Beeren suchen kann. Sei es halt EV-Beeren, seine sonstige seltene Beeren für Wettbewerbe und so. Spielt dir alles keine Rolle. Übrigens noch ein Hinweis wegen Beeren, weil ich gerade beim Thema bin. Wir haben ja vor einiger Zeit, auch schon vor 30 Parts her, wir Milotic noch trainiert. Sprich halt dem Barsch von damals noch nicht EV-Beeren, Entschuldigung, natürlich Pogri gegeben. Sprich halt diese ganzen blauen Beeren halt, wa? Jetzt haben wir hier endlich alles gemacht. Ist das nicht geil? Genau. Und ich hatte noch so viele Pogriegel, vor allem von den blauen übrig und allgemein noch blaue Beeren, dass ich sogar noch ein zweites Minutik noch entwickeln konnte. Hab zwar mehr für Pokédex getan, aber trotzdem, das kann ich da drüben echt noch machen. Fand ich echt genial, weil wir so viele Pogriegel gemacht haben, dass man gar nicht so viel braucht, um sich ein Milotic zu züchten und zu trainieren, wie auch immer. Echt krass. Ja. So, finito. Äonflöte und ab in den Osten. Oh Mann, wir gehen zu den Ossis. Nö, nicht ganz. Und zwar hier hin. Ich will direkt zur richtigen Route hier unten. Ja, dürfte klappen. Die Route 29. Wenn wir von hier aus im nächsten Part weitergehen, Richtung Prachtpolice City, spielt natürlich Richtung Liga. Moment mal, ich brauche Kaskade dafür. Oh.
Freunde, ich muss an unsere Pokémon-Attacke verlernen. Azumarill am besten, wa? Scheiße! Ja, hoffe, denke im nächsten Part dran, wenn nicht. Wir werden schnell genug frühestens, sobald wir dann am Wasserfall sind, erfahren. In dem Sinne, bis zum nächsten Part und tschüss!